ist letztes Jahr 100 Jahre alt geworden. Und deswegen habe ich dem Blömeling, dem Blücherbank, ein Geburtstagsliedchen geschrieben, aus vielerlei Gründen. Erstens war der Bücherpark der Spielplatz von meinem Bruder und mir. Das war unser Zuhause. Da sind wir praktisch groß geworden. Der Bücherpark hatte den Vorteil, wenn die Jugendbanden, damals war das Bandenwesen sehr ausgeprägt. Es gab Territorialbanden, Lenoplatz, Platestraße, Nön-Ihrefeld, Neppesfuhl, St. Mauenheim. Wenn die sich im Bücherpark getroffen haben, dann war Freio, da galt Friede. Da konnte man auch nicht Gefahr hindern. Wenn ich mit meinem Bruder, ich habe im Chineseviertel gewohnt, das ist Eisheiligenstraße, Neu-Ehrenfeld. Ganz vornehme Gegend, die haben einen Fädelbutter mit dem Hötchen gekauft. Ne? Wenn wir jetzt zum Kino in der Platestraße, das Wort Rio-Kino oder die Lenauli spielen, dann mussten wir Feindgebiet durchqueren. Das war manchmal hart, man musste schnell laufen oder man hätte Klöpfe gekriegt. Nicht viel, aber man wurde gezogen. Das war einfach so. Im Blücherpark war frei. Einer der ersten Gründe, warum ich ihn sehr geliebt habe. Zweitens, die Edelweiß-Piraten vor und während des Krieges, wer von euch kennt den Bücherpark? Okay. Kennt ihr auch das kleine Häuschen da mit den 4 Säulen? Das ist das Hexehüschen, so nennen wir das. Ne? Das Hexehüschen, da sind heute noch die Splitter von den Granaten zu sehen, die rausgeschlagen sind. Da haben sich die Edelweiß-Piraten abends mit ihren Gitarren und Mädels getroffen, bei einigen am Wochenende, aber auch die HJ machte dort die mussten exerzieren, ihren Dienst machen. Und je nachdem, wer in der Übermacht war, wurde von den anderen vertrimmt. Sehr oft mussten die Edelweiß-Piraten da laufen gehen. Ja, das habe ich aus einer Erzählung meiner Freunde, die heute leider nicht mehr leben. Drittens, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, damals um Butzweiler Hof. Das war ja ein Flugplatz, ein richtiger Flugplatz. Zwar eine kleine Provinz, Nestflugplatz, aber er war eine. Da kam regelmäßig abends um 19 Uhr der Zeppelin an. Blieb da drüber stehen, dann ging von unten ein Scheinwerfer hoch und die Luftpost wurde mit einem Seil runtergelassen. Das war immer ein tolles Schauspiel. Und da gab es auch mal ein Volksfest und auf diesem Volksfest, auf der Wiese hinter dem Kahn, war ja heute noch Volkswiese genannt. Ne? Da haben meine Eltern, der Mannes und der Krieg sich kennen und lieben gelernt. Ohne Bücherpark, Jörfert, die bringst du nicht. Ne? Ja, da hügeln noch eine freie Abend, oder nicht hier zu setzen. Ja. Ganz viele freie Abende. Und dann natürlich auch, ich habe das Lied auch der Lili gewidmet. Das ist meine jüngste Enkeltochter, die ist 6 Jahre alt und die geht mit ihrem Papa und ihrem Mann oft spazieren. Die treffe ich manchmal an Kahnweiher. Ne? Dann sitzt sie im Kähnchen und will mit ihr kleinen Ärmchen rudern. Ne? Der Kahnes ist der Kahnweiher. Die Steinlöwen kennt ihr auch. Ja? Kennt ihr auch der Döring noch? Dann sogar Döring. Döring, da haben wir Eltern getanzt, da haben wir früher als Jungfänterin getanzt, die hatten eine Kapelle, die hieß Edeltraut. Die Kapelle war sich für nichts fies, die hat alles gespielt, ob sie kund oder nicht. Aber das Schöne war, sie hat schön laut gespielt, man konnte schön tanzen. Wochen über war der Döring ein Puff. Ja, das habe ich ganz spät ist Spätze gekriegt. Und am Wochenende wurde das für die Bürger von Ihrefeld, Nippes, Mauenheim, wurde das dann Tanz sogar. Aber was wir jetzt spät rauskriegen, das war ein heller Ort. Da gab es ganze Diebesbande, die haben beim Döring die ganze Kram hingelassen und der Döring hat das verscherbelt. Und der Döring haben sie 82 im Januar, haben sie der als Priester verkleidet im Zoo von Kölner Brüssel verhaftet. Ihr seht, der Bücherpark hat wirklich eine eigene Geschichte. Ne? So. Ein Fan hing und lunke im Norden der Nachstech, am Kahnes der Meer singt die Autobahn nicht schwäch.
Da kommen die Zombies und schweben im Mondschein und feiern ihr Party im Blömeling. Mit Limo und Knutsche und Schwofe beim Döring, da spielt die Kapelle edeltraut. Der Sound ist so mühle, es jod gegen Zamping, Everse spielt schön laut. In der Brüll von dem Kanister bade den Nixe und halte man Mond ihre Klav. Das Löwe-Quartett, das ist doof auf der Uhr und knüttert nur dreimal alla. Blömeling, dreimal alla. Blömeling, dreimal alla. Und Hunger, der Jäster, da bützt dann der Manns, der Grieche Jan Stieg und Hunger und Zeppelin. Die HJ, die et laufen, samt Führer Schlabberdanz, der da am Hexenhüse wie in a Wackelbande sind. Und aus der Trümmerfäden von ihren Feldern nettes, macht Bench spielt der Allhe im Ball. Der Blömeling war freier für Peter Hans und Drittes, selbst jeder Jäschwore muss Stall. Selbst jeder Jäschwore muss Stall. Wenn Fan hing und Lunke im Norden danach stehst, am Kanistermeer singt die Autobahn nicht schwächst. Da kommen die Zombies und schweben im Mondschein und feiern ihr Party im Blömeling. Mit Limo und Knutsche und Schwofe beim Döring, da spielt die Kapelle edeltraut. Der Sound ist so mühle, es jod gegen Zamping, Everse spielt schön laut. In der Brüll von dem Kanister bade den Nixe und halte den Mond ihre Klav. Das Löwe-Quartett, das ist doof auf der Uhr und knüttert nur dreimal alla.